Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum großen, ja, Hinrunden-Saisonfazit zum FC Bayern München natürlich. So was sonst, ne? Ich werde das Ganze wie immer ein bisschen stückeln. Ich denke mal, ich werde jetzt erst mal ein Video allgemein zum Trainer, machen, wo dann auch so das allgemeine ergebnistechnisch und so weiter mit drinne ist. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich auch die Führung hier mit reinnehmen in das Video und dann werde ich, Spielerbenotungen machen. Das denke ich, werde ich splitten in Torwart, Abwehr und Mittelfeld und Angriff. Ja, also werden es so 3 Videos, denke ich, werden und dann haben wir das hier rund gemacht, denke ich, die Hinrunde. Gut, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und damit steigen wir rein. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den blanken Zahlen an. Ja, Bundesliga sieht wie folgt aus: 15 Spiele, 13 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Auch das einzige Team, was ungeschlagen ist. 55:11 Tore, das ist schon wirklich wild. Differenz 44, Punkte 41. Ja, wie wir sehen, haben wir schon 9 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund, die Tabellenzweiter sind. Ähm, und wenn wir die Tordifferenz dabei nehmen, ist es noch mal 'n Punkt mehr. Ja, also da haben wir keine Sorgen, wir müssen uns nicht jetzt schon zum Meister krönen, ne? Wir haben schon alles erlebt, alles ist gut, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, ja. Ja, gucken wir uns aber nebenbei die Champions League-Tabelle an. Auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Tabellenzweiter aktuell, 6 Spiele, 5 gewonnen, 1 verloren. Das war das Spiel gegen Arsenal, 18:7 Tore. Ähm, ja, wir sehen, wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Platz 9 und 8 Tore, aber ja. Kannst du jetzt noch nicht genau sagen, weil das verschiebt sich natürlich alles noch. Wir haben 2 Spiele, wir müssen noch ein Spiel gewinnen und dann sieht das sehr, sehr gut aus, ja. Wir haben noch ein Heimspiel, das sollte man gewinnen, auch unser Auswärtsspiel. Gut, ist bei PSW, ist jetzt nicht unbedingt so einfach, jetzt aber auch nicht so überragend schwer. Auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, dazu sind wir im DFB-Pokal, weiter. Haben jetzt ein schwieriges Spiel dann gegen Leipzig. Das einfach mal zu den blanken Fakten und wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, ja, wir haben insgesamt 23 Spiele bestritten jetzt, im Laufe der Saison. Wenn wir jetzt gucken, davon sind 6 in der Champions League, ähm, 15 eigentlich in der Bundesliga. Ach so, ist die Heimtabelle, Alter. Ich wollte gerade sagen: „What the hell is going on?“ Wild. Ja, und 2 im Pokal, ja. Also, alles ist gut. Wir sind auf 'nem sehr, sehr guten Weg. Wir haben eine Niederlage, das war bei Arsenal, die war auch völlig verdient. Da waren wir einfach die schlechtere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Ähm, Da haben uns einfach die Körner gefehlt. Das hat man gesehen, ja. Das war auch 'n bisschen selbstverschuldet, weil man hätte in dem Spiel davor vielleicht 'n bisschen mehr auf Schonung gehen können. Joa, damit sind wir dann auch schon bei Vincent Kompany angekommen. Hm. Ich würde sagen, wir gucken erst mal in die Note rein, in die Durchschnittsnote. Da vielleicht zur Erklärung, das sind natürlich die Noten, die ich vergeben habe, immer bei den Spielen, ja. Jetzt bei Vinny, der hat natürlich alle Spiele bestritten, weil er unser Coach ist, ja. Klar, wenn er gesperrt gewesen wäre, aber selbst dann, ja, deswegen aber die Anzahl Spiele steht trotzdem dahinter, weil sie bei den anderen Spielern dann auch dahinter steht. Ja, Durchschnittsnote ist 2,57 bei Vinny. Hm, vom Gefühl her würde ich auch sagen, das ist 'ne faire Note. Ja, vielleicht vom Gefühl her könnte man sogar sagen, die Note könnte 'n kleinen Tacken besser sein, aber das ist die Durchschnittsnote von den Spielen. Und wenn wir was zu meckern haben, was jetzt auf super hohem Niveau ist, ich habe es grade gesagt, wir haben 23 Spiele bestritten, Pflichtspiele, ja, haben davon 1 verloren und 2 unentschieden gespielt. Also, das ist wirklich Meckern auf super hohem Niveau, ja, von daher fangen wir vielleicht erst mal mit den positiven Sachen an. Ich denke, man sieht auf jeden Fall 'ne Weiterentwicklung auch bei Vinny, ja. Einmal
die Weiterentwicklung, dass wir nicht 90 Minuten blind pressen, 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 wie wir es am Anfang getan haben. Das ist viel, viel besser geworden, ja, dass wir uns halt einfach auch mal zurücknehmen, mal den Gegner ein bisschen den Ball lassen, wenn es nötig ist, dass der Gegner mal ein bisschen rausrückt, dass wir dann ein bisschen Räume haben. Ja, das war jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen schlechter, wobei wir da auch teilweise gegen Mannschaften gespielt haben, die gar kein Interesse daran hatten, das dann auch zu machen. Zumindest in der Anfangsphase immer, ja. Von daher, das ist sehr, sehr viel besser. Wenn wir uns zurückerinnern an die zweite Halbzeit bei Paris, haben wir auch gesehen, dass wir sowohl verteidigen können, ja. Das war letzte Saison halt auch schlecht, wenn wir das dann mal versucht haben zu sagen: „Komm, wir ziehen uns jetzt mal zurück“, ähm, ist es immer in der Katastrophe geendet, ja. Und wenn wir gesehen haben, wenn wir das wirklich wollen, dann können wir das, ja. Das war auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Des Weiteren haben wir ein bisschen die Entwicklung der Rotation und auch der Entwicklung Jugendspieler, manchmal in Anführungsstrichen. Das wird sich in der Rückrunde noch zeigen, inwieweit da wirklich eine Entwicklung stattfindet. Aber das ist auch viel, viel besser, wie es letzte Saison war, ja? Ich habe es nicht verstanden, warum man gegen St. Pauli nicht rotiert hat. Geht in meinen Kopf immer noch nicht rein. Erst recht, wenn man dann jetzt, noch gehört hatte vom Heidenheim-Spiel, dass Kimmich, die ganze Zeit mit Schmerzen gespielt hat und jetzt so wild ist, dass er nicht mehr spielen konnte. Hat man Kimmich auch angemerkt, denke ich. Brauchen wir gar nicht drum herum reden, ja. Ich weiß, viele Profis spielen mit Schmerzen et cetera. Brauchen wir jetzt nicht das Thema aufmachen. Aber da hätte man rotieren müssen, ja? Und nicht nur rotieren, da hätte man sagen müssen: „Pass mal auf, hier Spieler XYZ, Harry Kane, Conny Leimer, Joshua Kimmich, bleibt mal mit dem Arsch zu Hause dieses Wochenende. Alles ist gut“, ja? Da müssen wir hinkommen, denke ich. Aber es war viel, 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 viel besser. Wenn wir uns an das Spiel gegen Leverkusen erinnern zum Beispiel, wo wir komplett rotiert hatten, ja? Ähm, und man hat gesehen, es reicht, ja? Das ist wichtig. Wir sehen das gleich auch noch, wenn wir die Spieler einzeln durchgehen. Ähm, Ich kann mal ganz kurz gucken. Das werden wir anhand der Einsätze dann sehen, ja. Also, die Spieler mit den wenigsten Einsätzen sind Niklas Jackson mit 8, Tom Bischoff mit 9, Sascha Boe mit 7, Guerreiro 9, Min-Jae 9, ja, und Obi 5. So, alles andere ist im zweistelligen Bereich, ja. Und ja, das ist gut. Ja, man nimmt die ganze Mannschaft mit. Das ist gut, das ist stark. Natürlich kommen jetzt wieder 3 Spieler dabei mit Ito, Davies und Musiala. Das heißt natürlich, die Spielzeit wird sich bei einigen sehr wahrscheinlich noch mal 'n bisschen verkürzen, aber das werden wir sehen. Wichtig ist, dass 'n Vinny daran festhält, ja, an der Rotationsgeschichte. Das ist wichtig und richtig. Das hat er auch gut erkannt, ne? Er hat's ja dann in der PK auch 'n bisschen erklärt, warum er's letzte Saison nicht getan hat, weil neuer Verein, neuer Trainer, wollte erst mal Stabilität in die Mannschaft bringen und deswegen halt mehr eine Elf anstatt, den ganzen Kader mitzunehmen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, mein Take war ja letzte Saison, dass das Finale da Home hat da viel viel blockiert und, deswegen kann ich den Move dann schon verstehen, den er gemacht hat. Er ist jetzt auf 'm guten Weg. Wichtig ist, dass der Weg weitergegangen wird. Ja, da bin ich sehr gespannt. Das werden dann die entscheidenden Monate oder Wochen dann zeigen, wenn's dann in die Schlussphase geht. Aber all das ist viel, viel besser, als wie's letztes Jahr war. Ja, auch Lennart Kahl eingebunden. Ähm Auch jetzt den Vorzug, also Serge Gnabry ist fit, so, ja. Trotzdem hat, Lennart Kahl den Vorzug bekommen, das völlig zu Recht, weil er einfach der bessere Spieler aktuell ist, von der Form her. Ja, wobei wir dann später sehen werden, dass Serge Gnabry für seine Verhältnisse auch sehr, sehr gut performt hat, wenn man auf die Werte schaut, ja. Also, da kann man schon sagen, dass er Lennart Kahl fördert. Das ein oder andere Mal hätte ich mir den einen oder anderen, Jungen jetzt noch mal gewünscht, den wir jetzt auch schon in Heidenheim gesehen haben. Das sind ja auch keine Unbekannten, die da auch dann auf dem Feld standen. Das werden wir sehen, ja, wie der Bums da weitergeht. Wird sehr wahrscheinlich auch davon abhängen, ob so 'n Sascha Boe, so 'n Goretzka den Verein verlassen, ob Opa den Vertrag verlängert, I don't know. All das werden wir sehen. Ja, da wird ein bisschen was natürlich von abhängen. Aber ansonsten
war das ein Weg in die richtige Richtung. Gut, gehen wir jetzt mal rein ins Meckern auf hohem Niveau. Was war nicht so gut von Winnies Seite? Habe ich gerade schon angesprochen. Die Rotation gegen St. Pauli war eine Farce. Habe ich nicht verstanden, warum man das gemacht hat. Wir haben danach das schwere Pokalspiel bei Union gehabt und es war sinnbefreit. Ja, die Spieler waren schon davor müde, weil wir davor schon gegen Arsenal gespielt haben. Da hat man gesehen, dass unser Leistungsträger zweite Halbzeit beziehungsweise fast die komplette Mannschaft müde war. Ja, du hättest gegen St. Pauli komplett rotieren müssen und wie gesagt, gewissen anderen Spielern sagen müssen: „Komm, bleib mal mit dem Arsch zu Hause.“ Ja, damit du Frische gehabt hättest für Union. Am Ende des Tages hat es gereicht so, ja, deswegen nichts passiert, deswegen meckern auf hohem Niveau. Aber jeder, der das Spiel gesehen hat bei Union, der weiß, wovon ich rede, ja. Also, das kann man bemängeln, auch dass man das Rotieren noch nicht ganz durchzieht, dass man immer noch nicht Spieler belohnt, wenn sie gut spielen. Nehmen wir das Beispiel Tom Bischof. Der lass mich kurz gucken, welches Spiel war das? Das war relativ frühzeitig in der Saison. Ja, gegen Werder Bremen hat er Note 1 gekriegt. War er überragend im zentralen Mittelfeld und er durfte nie wieder auf dieser Position spielen. Ja, absolute Farce, ja. Er durfte nie wieder, ich glaube, einmal für 15 Minuten mit Pavlo zusammen nach einer Einwechslung oder sowas. Ansonsten war er linker Verteidiger, ja. Das ist eine Farce. Sorry. Das, nur damit Leon Goretzka seine Spielzeit bekommt, ja, die dann noch schlecht ist. Ja, ich verstehe das, dass man ich habe es schon mal gesagt, der Chemie im Kader und so zollt, ja, dass man solche Spieler dann nicht unbedingt auf die Tribüne setzt oder als, Nummer 4 dahinsetzt. Auf der anderen Seite, ja, Serge Gnabry kennt seine Rolle auch. Er weiß auch, dass er der Letzte gerade in der Rangliste ist, der offensiven Einwechselspieler. So. Ja, und das wird nicht besser werden, wenn Jamal Musiala wieder da ist. Das ist ein bisschen schade, ja, weil Tom Bischof hätte es verdient gehabt, da seine Chancen zu bekommen, ja. Erst recht, wenn man die Leistung von Leon Goretzka sieht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir nicht gefällt. Generell dieses Aufstellen von Spielern auf komischen Positionen. Nochmal, Tom Bischof ist ja alles, aber kein Linksverteidiger, ja. Dann stell ihn auf die Zehnerposition, anstatt dann Guerrero hinzudümpeln, ja. Ähm, Das ist sehr schade, aber ja, wie gesagt, so vielleicht löst sich das Problem in der Rückrunde, indem Leon Goretzka den Verein verlassen wird, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber das ist mit Sicherheit eine Sache, die man kritisieren kann bei Vinny, ja? Dass man teilweise nicht nach der Leistung geht, sondern danach, dass das Klima in der Mannschaft okay ist. Jetzt ist die Frage, vielleicht ist das besser sogar, ja? So, kann gut sein. Aber Fakt ist auch, Kimmich, Goretzka ist eine Farce, wenn die beide gleichzeitig auf dem Feld stehen. Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn man gesehen hat, wie oft Leon Goretzka auch dann schon in der Pause oder direkt nach der Pause, frühzeitig ausgewechselt wurde, sagt das eigentlich auch alles aus, ja? Ähm, Da ist Verbesserungspotenzial da, aber ja, ich kann es irgendwo verstehen, ist jetzt auch noch nicht so lange im Verein da und dass man dann so ein bisschen an den Etablierten festhält, aber diese Aussagen auch auf der PK dann zum Beispiel auf Lennart K. bezogen und so weiter. Ja, Erfahrung ist wichtiger wie Leistung am Ende. Ja, das waren so die Aussagen. Das finde ich dann schon schwierig und ist sehr schade. Ja. Aber nochmal, es ist auf jeden Fall trotzdem schon mal ein Riesenfortschritt zur letzten Saison, ja? Also, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich meine, bei Conny Leimer hat es ihm ja dann nach 1,5 Jahren auch mal recht gegeben, auch wenn die letzten Spiele von Conny Leimer jetzt in der Defensive wieder ein bisschen schlechter waren als Außenverteidiger. Ja, anderes Thema, ja. Aber ja, das ist ein Punkt, den man kritisieren kann, dass, Spieler nicht auf ihren stärksten Positionen aufgestellt werden, um anderen Spielern die Spielzeit zu gönnen, die sie eigentlich leistungstechnisch nicht verdienen. Ja, ich denke, das kann man schon so klar sagen. Die andere Sache ist, ja, dass man teilweise nicht konsequent
nach Leistung auch bei jungen Spielern geht. Ja, da können wir auch wieder Tom Bischof als Beispiel nehmen. Aber da gibt es auch ganz andere Beispiele. Wir haben die Jungs hinten dran, das sieht man. Das hat man jetzt auch noch mal in Heidenheim gesehen, auch wenn sie da nur für 4 Minuten spielen durften, ja. Aber ich denke, so ein Wisdom Mike hätte auch mal ein bisschen mehr seine Chancen bekommen können. Ähm, wenn man da teilweise die Leistung von Serge Gnabry auf der Außenbahn gesehen hat, ähm, oder auch müde Spieler. Ich glaube, gerade gegen etwas schwächere Gegner auf dem Papier hätte man, den einen oder anderen da auch noch ein bisschen besser einbinden können. Aber nochmal, im Gegensatz zur letzten Saison haben wir da einen Riesen-Stepper schon gemacht. Ja, Lennart Kahl, nutzt gerade seine Chance und er bekommt die Chancen auch, ja. Er ist klar vor Gnabry aktuell gewesen und das hat 'n Vinny durchgezogen, auch wenn er es auf der PK immer ein bisschen gebremst hat. Das kann ich auch verstehen. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich nichts groß Negatives zu sagen. Wir sind eine Mannschaft. Das ist auch mit Sicherheit zu 100% der Verdienst von Vincent Kompany und seinem Trainerteam. Und da musst du vielleicht einfach auch so Fälle wie bei Leon Goretzka so ein bisschen hinnehmen, ja? Ist vielleicht einfach so. Und ja, ich denke auch die Integration von Jonathan Tah, von Lucio und so weiter haben wir ja gesehen, das ist die sind ja nicht mehr wegzudenken. Du hast ja das Gefühl, die sind schon ewig da, ja? Also, man hat einfach das Gefühl, das ist eine richtige Mannschaft und auch mit Trainerteam, ja, das, was wir so, an Alonso und Leverkusen neidisch hingeschaut haben, kann man ja fairerweise sagen, haben wir auch schon zu der Zeit gesagt, dass da einfach eine Einheit war zwischen Mannschaft und Trainerteam und genau das haben wir gerade, ja? Und dann kannst du auch viele Sachen so ein bisschen kaschieren, ja? Und die andere Sache, wo wir uns stark verbessert haben, ist halt, wenn das Spiel kippt oder wenn wir in Rückstand sind, war es ja sonst so, dass wir, ja, teilweise auseinandergebrochen sind. Ja, das ist ja gar nicht mehr der Fall. Wir sind stabil, wir spielen unser Spiel, ähm, haben viele, viele Dinge gedreht, ja. Ja, auch da auf der einen Seite ist es super positiv, dass wir unseren Stiefel durchziehen dann, ja. Wir haben aber auch Spiele gehabt, wo man dachte: „Alter, jetzt mach doch mal irgendwas anders, ja, und zieh den Stiefel nicht 90 Minuten durch, wenn du siehst, du hast mit dieser Geschichte so Semi-Erfolg.“ Ja, das ist noch mit Sicherheit noch eine Geschichte, aber ich denke, das wird eine Entwicklung sein und ich denke, auch wenn Musiala wieder da ist, mit Ito jetzt haben wir schon eine Option, dass wir taktisch auch mal hinten auf eine Dreierkette gehen können und so weiter. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, gerade dann auch mit Lennart Kahl, ja. Wer weiß, vielleicht sehen wir dann auch mal eine Doppelzehn in der Art, ja, oder eine Viererreihe vorne hinter dem Stürmer. Wir werden Optionen haben und ja, ich denke, da ist Entwicklungspotenzial da und da wird 'n Vinny auch sich entwickeln, ja, also, das Gefühl habe ich zumindestens. Wir haben's ja schon gesagt, im Gegensatz zur letzten Saison hat er sich ja schon super entwickelt und reflektiert auch super nach Barcelona. Er hat da schon Änderungen vorgenommen, dann die ganze Saison jetzt, dass wir 'n bisschen stabiler sind und so weiter. Auch das mit den Standardsituationen, wo wir grade so 'n bisschen die Schwäche haben, das hat er auch aufm Schirm. Aus meiner Sicht ist das einfach 'ne mentale Geschichte, ja. Die Jungs brauchen jetzt einfach mal vom Kopf her, die müssen mal frei werden vom Kopf her. Ja, deswegen ist das grade sehr gut, dass wir jetzt grade diese Zeit haben über Weihnachten und Neujahr, auch wenn's nur 'ne kurze Pause ist, aber ich glaube, das wird dieser Mannschaft guttun. Und von daher, es gibt, wie gesagt, die negativen Punkte, die wir angesprochen haben, ist Meckern auf super hohem Niveau. Nochmal, wir haben 23 Spiele bestritten, haben eine Niederlage gegen super starkes Arsenal, wo wir einfach platt waren in der zweiten Halbzeit. Und 2 Unentschieden. Ja, fairerweise, die Unentschieden waren teilweise glücklich, ja. Hätte auch anders ausgehen können, gerade bei Union und so weiter. Ähm, ja, aber es ist, wie es ist, ja. Ansonsten sind wir marschiert und auch in den Spielen sind wir marschiert, sofern es, die Fitness und die körperliche Frische und die Frische im Kopf zuließen, ja. Also, es gibt nichts groß Negatives, nur viel, viel Lob für Vincent Kompany, was er geschafft hat.
aus dieser Mannschaft zu machen. Auch die Art, wie wir Fußball spielen, ist zumindest wenn Kimmich, nicht seinen super lahmarschigen Fußball spielt. Ja, wir haben es gestern gesehen bei Heidenheim, ohne Josua Kimmich, dass da vorne einfach mal der Ball laufen gelassen wurde und nicht irgendwie immer einer da war, der das ganze Spiel eingebremst hat, was Kimmich super oft getan hat in den letzten Spielen. Kommen wir später zu. Ähm, Wir spielen super ansehnlichen Fußball, überragende Offensive, aber auch unsere Innenverteidiger super stark. Außenverteidiger haben wir noch ein bisschen Probleme, ja, aber Stunny ist grade auch wieder in super starker Form. Es wäre schön, wenn er mal der Standard-Rechtsverteidiger werden würde, dann würde da auch mal ein bisschen Sicherheit noch mehr reinkommen und so weiter, aber all das werden wir sehen in der Rückrunde, ja. Wir haben Ich kann mich da eigentlich nur an Vinny anschließen, der gesagt hat: „Großes Fazit ziehen ist jetzt eh noch nicht“, ja. Wir haben eine gute Grundlage gelegt für diese Saison und damit können wir den Bums eigentlich abschließen, was Vincent Kompany angeht. Ja. Vinny hat einen super Job gemacht. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich denke, da wird auch der Großteil von euch mitgehen und ja, damit ist das Thema Vinny und unsere sportliche Entwicklung erstmal durch. Gut. Ich überlege gerade, ob ich, Video zur Vereinsführung und so weiter extra mache. Ich mache das extra, komm. Machen wir ein paar kurze, knackige Videos, ist vielleicht ein bisschen interessanter, ist ein bisschen aufgeteilter. Von daher würde ich einfach sagen: „Leute, ich bedanke mich hier fürs Zuhören. Es ist völlig fein, wenn ihr das ein bisschen anders seht. Das ist meine Meinung zu Vini, zur bisherigen Saison. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.“ Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.